Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die uns jetzt sagt, ob sie dem Rattenfänger von Hameln eigentlich gefolgt wäre. Susanne Jansson. Hallo Wolfram, gute Frage. Schwer, weil der hat ja Kinder und Ratten verführt und der eine oder andere streitet vielleicht noch darüber, ob ich nicht zu einer dieser Gruppen gehöre. Aber eigentlich ist das ja, wie das mit so alten Sagen ist, und das weiß ich jetzt beim Rattenfänger gar nicht, was der wahre Kern dahinter ist. Also diese Bewegung, Fremdbestimmung, weiß nicht, ob es wirklich ein Instrument gab oder nicht, aber das wird ja schon irgendwie eine wahre Begebenheit haben oder, keine Ahnung, eine Fluchtgeschichte oder eine Verführungsgeschichte. Und deswegen kann ich dir jetzt gar nicht sagen, ob ich mitgelaufen wäre oder nicht. Aber ja, doch, wäre ich schon. Aber es ist auf jeden Fall schon faszinierend, trotzdem dieses Bild, wie auch bei einer Schlangenbeschwörung, ob es das so gibt. Der Fakir, der da auf seiner Flöte spielt und die Schlange tanzt danach. Nein, aber dieses Bild, dass man mit Musik, quasi mit der Kraft von Musik, ist jetzt keine Droge und nichts anderes, doch Leute so stark in den Bann ziehen könnte, dass sie einem folgen. Dass Musik keine Droge ist, Wolfram, das darfst du nicht so laut sagen. Ich glaube, da würden manche Leute dir entgegenschreien. Natürlich ist das ein Aufputschmittel, ein Betäubungsmittel. So ein mächtiges Instrument hören wir auch in der heutigen Folge von Grauen, der 47. Tanz mit mir heißt die. Und das ist aber keine Flöte, sondern ein Glöckchen. Kommt noch ein bisschen harmloser daher. Ne? Stimmt, noch harmloser, noch lieblicher daher. Glöckchen assoziiert man ja eher mit Weihnachten. Gut, gibt natürlich das Bild von der Totenglocke auf dem Friedhof an der Schnur, damit man dran ziehen kann. Wenn man lebendig begraben worden ist, dann ist es wieder ein bisschen woanders. Aber genau mit diesem Spiel von Lieblichkeit, wo dann ganz Abgründiges wartet, das mir mittendrin im Metier von André Benziger, dem Autor der heutigen Folge. Also viel Vergnügen bei Tanz mit mir. Viel Spaß. Willst du mal schauen, wie ich am Grossi ein Streichchen spiele? Was denn für ein Streich? Das sage ich dir, denke noch nicht. Du musst einfach mitkommen und schauen. Also, ich komme. Juhu, das wird lustig. Dann siehst du, wie das Grossi... Nein, ich sage es gleich noch nicht. Geheimnis. Aber warte schnell. Das muss ich noch mitnehmen. So, ich has. Tita, Teich. Und das Grossi macht es Seich. Also, ich mache auch ein Versli. Pipa, Pist und das Grossi macht den Mist. Also gut, komm, wir gehen. Juhui. Was ist denn das für ein Streich? Ja komm, siehst du es gerade? Grossi, komm mal! Komm mal, schauen, was ich da habe! Grossi, komm! Also, jetzt musst du schauen. Mit dem kann ich machen, dass das Grossi blödes Zeug macht. Hallo Grossi, hör mal! Tita, Teich. Ich glaube, das Grossi findet es gar nicht so lustig. Grossi? Grossi, was ist mit dir? Grossi? Grossi, was machst du da? Nein! Nein! Hör auf! Nein! Nein, nein! Nein, nein, nein!
Leute, Bier. Oh, So, ja, Steffi. Danke. Auch eins. Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich dann noch mal nach Hause geholt und Fabi war so gestresst den ganzen Tag. Hey, hat der Phil jemandem von euch geschrieben? Er ist doch sonst immer der Erste, der da ist. Nope. Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Hey, der ist so durchgestartet wegen dieser Prophezeiung von dieser alten Frau. Mann, der hat so Angst gehabt, dass er der Fiona etwas antut. Also, mit dir hat er dem Fall auch geredet, Zoe? Ja, ja. Ja, und mit mir im Verlauf. Ah ja? Dann hat es ihn wirklich ein bisschen genommen. Ja, wahrscheinlich schämt er sich jetzt und ist der Arm noch nicht aufgerührt. Oh nein. Hey, komm, ich schreibe ihm. Dass wir mal gescheiter da ankommen und in unserem Kreis seine innere Mitte finden. So sind wir. Anti-Stress-Gang. Voll. Ich sag's euch, seit wir den ganzen Scheiß erlebt haben, stresst mich im Fall nichts mehr. Nichts. Ich bin immun. No stress. Best im fucking Zen. Das gilt im Fall auch für dich, Steffi. Für mich? Ja, weißt du, wegen dem Stress mit der Fabi? Ja, Steffi, wieso chillst du nicht einfach? Ja. Denk doch mal an deine Ferien in Schweden, schon vergessen. Oh, Was ist der scheiß normale Alltagsstress mit der Fabi? Das ist doch Wellness. das stimmt, du hast recht. Hey, oder wisst ihr noch die Story im Nachtzug? Gott. Holy shit. Oh shit, schon fast vergessen. Ja, schon krass, wenn man so zurückschaut. Ja. Oder der gestörte Förster. Gott. Förster. Oder könnt ihr euch erinnern an das creepy Essen bei den Kannibalen? Wir haben wirklich alles erlebt, oder? Wirklich richtiger Stephen King-Stoff, wenn ich so überlege. Oder wisst ihr noch das Geschichtli vom Glöckli? Glücklich? Nein, kommt mir gerade nicht bekannt vor. Also, welches meinst du jetzt? Ja, das Glöckli. Das Glöckli? Nicht? Habe ich euch das nicht erzählt? Nein. Nein, ich glaube es einfach nicht. Hä? Mega komisch. Okay, vielleicht bringe ich langsam ein paar Sachen durcheinander. Ja, also, was ist denn jetzt mit dem Glöckli? Sag. Ja, Zoe, nicht nur teasen. Was geht ab mit dem Glöckli? Also gut, genau genommen ist das nicht eine Geschichte, die mir passiert ist. Es ist mehr... Ein Märchen, das man sich bei mir in die Familie erzählt hat. Also bei meiner Großmutter im Emmental. Das ist das Märchen vom Glöckli. Die erste Geschichte, die bekannt wurde, ist die von Grossi und den 2 toten Kindern. Angefangen hat es ganz harmlos. Ein Kind findet ein Glöckli irgendwo am Boden. Ein verloren gegangenes Glöckli. Ganz gewöhnlich. Einfach ein Glöckli in einem kleinen, stoffigen Säckchen. Was ist das? Das Kind nimmt das Glöckli heim. Und später an dem Tag, wo das Kind zusammen mit seinem Grossmami draussen auf dem Bänkli hockt, probiert das Glöckli aus. Hallo, Grossi. So, hock jetzt ab. Schau mal, Grossi, was ich gefunden habe heute. Was denn? Schau, das. Grossi, was machst du? Ich weiß auch nicht. Ich habe das nicht extra. Also komm, zeig mal. Was hast du genau gefunden? Das da. Grossi, was machst du da? Bist du am Tanzen? Ich glaube, Grossi tanzt so Glöckli. Hör auf! Ich mache das nicht extra. Es tut mir einfach. Hörst du jetzt sofort auf, mit dieser Glocke zu spielen? Das ist mir ungeheuer. Das Kind hat schnell gemerkt, dass das kein normales Glöckli ist.
Jedes Mal, wenn es glöckelt hat das Grossi angefangen, komische Bewegungen zu machen. Es hat wirklich ausgesehen, wie wenn das Grossi zum Glöckli tanzen würde. Natürlich hat das Kind das lustig gefunden. Das Grossi war sonst eher eine Strenge und viele Sachen, die lustig waren, hat sie am Enkel verboten. Und jetzt plötzlich hat sie sich wild bewegt und gesteppt und zappelt und die Hüfte geschwungen und sich dreht und geschüttelt. Ein anderes Mal hat sie auch die Kontrolle über ihr Maul verloren. Super, Lottotoria! Der Fettu ist ein richtig feisser Mann. Also, Grossi, das sagt man nicht. Himmel, Heiland, Donner, Sterne, Pfeife. Der Sepp, der Suchu, der putzt sich Vödel mit Säufer. Willst du auch aufhören mit dem Glück? Ringu, Reia. Ich will das Vödel, Gaku, Würzsuppe. Gehe. So hat das Kind mit dem Glöckli das Grossi gefoppet. Und immer ein bisschen lachen, wenn das Grossi die Kontrolle verloren hat. Ein Zeitchen lang ist das gut gegangen. Aber dann, eines Tages, hat das Kind einem Gespänli das Glöckli vorzeigen. Grossi, was machst du da? Nein! Und von dem Streich Nein! sind beide Kinder nie mehr zurückgekommen. Oh nein, das bricht mir voll das Herz. Ja, und dann? Wie ist es weitergegangen? Man hat das Kind nie mehr gefunden. Und schon gleich darauf ist auch die Großmutter gestorben. Und es hat eine Beerdigung gegeben für alle 3 zusammen. Und die Kirchenglocken haben geläutet. Genau wie ein Glöckli. Und die ganze Trauergemeinde hat angefangen, wie wild zu tanzen. Und der Pfarrer, der hat gedacht, der Teufelsvolk da, das gehört dem Teufel. Aber das Glöckli ist weitergewandert, als hätte es ein eigenes Gespür dafür, wo es liegen muss, damit es jemand findet. Nein, nicht irgendjemand, dass es genau die richtige Person findet und aufliest und so den Horror weitertreibt und weitertreibt und weitertreibt. Und das Glöckli hat immer jemand gefunden. Manchmal ist es gerade noch mal gut gegangen, wie in der Geschichte vom Bub und dem Vögeli. Lass mal, Vögeli. Ich spiele etwas für dich. Vögeli, singst du mit? Hopp. Los, Vögeli. Komm. Und nochmal. Guck, Vögeli. Hoppa. Mama. Komm mal schauen. Schau mal, was das Vögeli kann. Ja, aber was ist denn mit dem Vögeli? Schau mal, was ich dem beigebracht habe. Und hopp, Vögeli. Oh, Hosi. Und nochmal. Und hopp. Nein. Hey, Vögeli, hör auf. Lass sie. Nein. Mami, hilf mir. Das Vögeli will mich picken. Vorab! Das fällt dir ein jetzt.
verrate Saulviech! Die Mutter hat es geschafft, das Vögeli wegzuschlagen und mit ihrem Kind ins Haus zu rennen. Aber das Vögeli ist nicht ruhiger geworden. Und von denen haben sie gesehen, wie es angefangen hat, seinen eigenen Schnabel am Boden kaputt zu picken. Wie wahnsinnig hat das Vögeli gepickt. Und dunkelrotes Vögeliblut ist ihm über seinen kleinen Schnabel gelaufen. Das war eine der weniger hässlichen Taten vom Glöckli. Aber andere waren schaurig. So wie in der Geschichte vom Bub mit den 4 Geschwistern. Es hat einen Bub gegeben, der hat 4 Geschwister gehabt. Er hat allen folgen. Was er wollte, hat er nicht auslassen. Wenn die anderen wollten, dass er ihnen hilft, hat er helfen. Tobi! Komm, wir wollen einen Mauer bauen. Hier, nimm. Trag da die Holzbretter, komm. So, jetzt tu doch nicht so. Ja, tu nicht so. So schwer ist es jetzt auch nicht. Doch. Wenn die anderen wollten, dass er ihnen nachläuft, dann hat er ihnen anlaufen. Bitte, bitte, kann ich zuerst gehen? Bitte! Tobi, vergiss es. Sicher nicht. Sicher nicht. Sicher nicht. Wir sind zuerst dran. Wir sind zuerst dran, Tobi. Du kommst zuerst. Und wenn es den anderen zu gefährlich war, dann hat der Tobi voraus müssen. Tobi, los zu. Los jetzt. Du nimmst jetzt die Schneeballen und dann schiessest sie bei Frau Schafrau zum Fenster rein. Sie ist gerade im Lüften, die blöde Kuh. Nein, ich will lieber nicht. Das ist gemein. Tu jetzt nicht so. Das ist lustig. Ja, das ist lustig. Los. Mach jetzt nach. Ehrlich, was ist jetzt das? Ein Schneeball? Nein, Ehrenwort, das ist doch eine Sauerei, so etwas. Kinder! Also hört jetzt gut zu. Ich will sofort wissen, wer die grusige Schneeballe bei mir reingeschossen hat. Der Tobi ist es gesehen. Der Tobi hat es gemacht. Tobi hat es nicht gemacht. Der Tobi ist es gesehen. Tobi hat es gemacht. Der Tobi ist es gesehen. Also du bist wirklich der Fingerletzte, so etwas zu Tobi machen. hat es gemacht. Jetzt habe ich erst gerade Putz gehabt. Du solltest dich wirklich schämen. So ist das einmal gelaufen. 1 Jahr nach dem anderen ist vergangen. Und der Tobi hat nichts auslesen. Und seine Geschwister, die haben alles bestimmt. Bis zu dem Tag, wo der Tobi das Glöckli gefunden hat. Oder das Glöckli in. Oh, was ist denn das? Oh, das ist ja... Das Glöckli, das braucht er nicht. Der Tobi hat schnell gemerkt, was das Glöckli kann. Und am Anfang hat er es nur ganz selten gebraucht. Er hat seine Geschwister seine Aufgaben machen lassen oder seine Ämtli daheim, den Tisch abräumen und den Abfall rausbringen. Aber manchmal in der Nacht, wenn er geträumt hat, ist ihm wieder in den Sinn gekommen, wie seine Geschwister ihn umgejagt haben. Er hat sie gehört lachen und johlen. Und dann ist er immer gemeiner zu ihnen geworden. Und je mehr er das Glöckli gebraucht hat, desto besser hat es ihm gefallen. Jetzt hat er gesagt, was gemacht wird. So, los jetzt. Ich sage dir jetzt, was du machst. Du gehst jetzt dir zu Tanja her und nachher gibst ihr ein Mützchen auf die Backe.
Nein, Tobi, aber Tanja habe ich gar nicht gern. Nein, Tobi, nein. Tobi, nein, was machst du? So grusig. Du bist verliebt, du bist verliebt. Du willst mit der Tanja heiraten. So grusig. Nein, Tanja, du bist seine Frau. Jede Nacht hat sich der Tobi das Glöckli unter das Kopfkissen gelegt und sich vor dem Einschlafen überlegt, was er als nächstes befehlen könnte. Für viele Nächte und Plan für Plan ist das gut gegangen. Aber dann... es geht los. Wir kommen jetzt zu dir. Tobi, wir kommen zu dir. Das Erste, was am Tobi aufgefallen ist die fürchterliche Kälte. Der ganze Raum war eiskalt. Und er sieht seinen Schnuff vor dem Gesicht. Der Tobi wacht langsam auf und über ihm stehen seine 4 Geschwister. Tobi, jetzt haben wir dich. Tobi, jetzt haben wir dich. Was wollt ihr? Endlich. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ein leeres Bett und ein paar Knochen. Das ist alles, was am nächsten Morgen noch da war. Die 4 Geschwister sind verschwunden. Und was mit dem Glöckli passiert ist, darüber hat es viele Geschichten gegeben. Es gibt Leute, die sagen, dass sie mit dem Tobi zusammen gefressen wurden. Aber so recht glauben will das niemand. Weil es gibt ein Gerücht. Ein Gerücht. Und das wird seit langer Zeit erzählt. Und viele sagen, das sei wahr. Ich glaube, ich muss etwas anlegen. Ich friere voll. Ich habe nicht kalt. Ja, komm, sagst du so, das Gerücht, was ist das? Die Leute sagen, das Glöckli sei nur noch einmal weitergewandert. Ein allerletztes Mal. Okay. Ein Mädchen hat das Glöckli gefunden und seit diesem Tag gibt sie es nicht mehr weg. Und spielt jeden Tag mit dem Glöckli ein Lied für sich ganz allein. Okay. Und das Mädchen, das ist nie gefunden worden. Und bis heute ist es irgendwo unter uns und hört das Lied vom Glöckli. Und jeden Tag
läutet das Glöckli für das Zoe. Mädchen. Und jeden Tag folgt das Mädchen am Glöckli. Hey, Jeden Tag Zoe. bis in alle Ewigkeit. Zoe, was geht ab? Und das Mädchen bin ich. Zoe, fuck, was soll das? Steffi, die Jacke! Verwünscht. Was? Hey, sorry, Zoe. Herzinfarkt. Ach, jetzt wirklich? Oh Gott. Ja, weißt du, ihr habt mir einfach ein bisschen zu gemütlich und ein bisschen zu chillt geredet vorher. Ja, wir müssen doch Tradition am Leben behalten. Hey, Phil. Endlich, Alter. Wo bist du so lange gewesen? Hallo. Hey, Phil, wie siehst du denn aus? Ist alles okay? Die Fiona ist... sie ist tot. Nein, komm, Phil, das haben wir doch schon mal gehabt. Sie ist tot, Mann. Glaub's mir doch, es ist genau das passiert, was die Alte gesagt hat. Hey, warte mal. Du hast die Fiona umgebracht. Alter. Nein. Ja, also... Was? Sie ist Stegen runtergefallen, über meine Kleider gestolpert. Shit. Und hat sich das Knick gebrochen. Nein! Ja, Scheiß. die Prophezeiung stimmt. Punkt 11.59 ist es passiert, 1 Minute vor ihrem 30. Geburtstag. Oh mein Gott, Phil, hey, es tut mir so leid. Hey, das ist fucking Ironie. Shit. Hey, aber Alter, du kannst nichts dafür. Doch. Sie ist wegen mir gestorben und die alte Frau hat recht gehabt. Ja, aber Phil, sonst ist doch nichts eingetroffen. Die Lena zum Beispiel, die ist ja nicht vertrunken. Also ich erreiche die Lena nicht mehr. Ja eben, ich hab's doch gesagt. Hey, aber sorry, das heisst doch noch gar nichts, Leute. Ich Was meine, hat sie vorausgesagt, die Alte? Ja, bei mir eben nichts. Bei mir, ich überlebe all meine Lieben und werde über 90. Ja, aber Besim, bei dir hat sie doch gesagt, dass du dich umbringst. Oh shit, stimmt. Hey, komm jetzt, ihr dreht gerade voll durch. Und überhaupt, wieso sollte ich mich umbringen? Ich bin so happy wie noch nie in meinem Leben. Genau jetzt, klar, ich bin verliebt, habe einen neuen Job. Ich bin von der Letzte, was ich umbringen will. Wolfram, hat Zoe jetzt das Glöckchen oder nicht? Ich glaube, sie hat ein Glöckchen, weil das gut zur Geschichte passt. Ob es das Glöckchen ist, das sind ja gerade am Schluss diese ganzen Ebenen, die ganz wild durcheinanderwirbeln wie Herbstlaub zur Halloween-Zeit. Das muss ich mal sagen, habt ihr das so geschrieben oder hat das der André geschrieben? Das wäre eine Frage von mir, weil da sind ja Steffi und Besim sind auf einmal Zuhörende ihrer eigenen Geschichte und erschrecken sich darüber, wie wir uns eigentlich nur erschrecken dürfen. Das finde ich eine sehr... Ich habe immer noch einen Knoten, wenn ich darüber nachdenke. Ich glaube, das ist Diese original. False Ending, aber ja. Ich glaube, es ist original, André. Dann Chapeau, Herr Benziger. Ja. Auch dafür, dass es ja eigentlich, es war jetzt keine Ruhepause, diese Folge, aber im Zuge der Prophezeiung war es ja eine Verlangsamung, die ihr da eingebaut habt. Aber jetzt am Schluss, wo sind wir ja wieder voll im Fahrwasser und der Fokus scheint ja Richtung Besim zu weisen. Ne? Ja, und die Dringlichkeit ist ja nochmal höher, da wir es ja zumindest jetzt durch Phil auch mal gehört haben, schlimme Sachen geschehen. Es passiert, genau. Schlimme Sachen geschehen. Ja, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen reden. Du hast ja die Regie gemacht bei dem Stück. Mhm. Du hast schon gesagt, es ist eine Art Atempause. Es ist jetzt da ein besonderer Moment jetzt, finde ich, in der Staffel. Ja, auch ein besonderer... Fällt raus, ein schräger Text. Wir sind wirklich mal am Lagerfeuer ganz stark von der Erzählerin getragen, die hat eigentlich tatsächlich ein Märchen erzählt. Hat eigentlich erstmal nichts mit irgendjemandem zu tun. Wahrscheinlich ist deswegen der Kniff von André auch irgendwo nötig und auch clever, dass man es dann ganz, ganz nah ranholt ans Lagerfeuer und dann die beiden Zuhörer da.
mich hat es überrascht mit den Kindern. Das ist ja wieder so typisch, man schreibt dann, André schreibt den Text, alles in diesem schönen, breiten Berndeutsch. Die beiden Kinder, die da schon am Anfang auftreten, das ganze Hörspiel wieder. Das kann man als Produzent ja dann schön der Regie geben und sagen, mach mal. Und du hast ja keine Kinder genommen. Soll ich dir erklären, warum nicht? Oder euch, weil dir habe ich es ja so im Zwischenschritt schon mal erklärt. Eben, es schreibt sich schneller, als es sich umsetzen lässt. Und das hat dann mehrere Komponenten. Jetzt mal so rein profan. Es ist auf Berndeutsch. Wir haben jetzt nicht wirklich die Kinderkartei und auch nicht die Castingfirma an der Hand, die mir innerhalb von 5 Wochen berndeutsche Kinder schüttelt, die so schön sprechen können, die aber vor allen Dingen auch mit so einem Text umgehen können. Weil wir hatten das auch schon bei anderen Geschichten, wenn Eltern dann auch die Texte lesen, die sagen dann, ich habe das zweimal erlebt, dass die sagen, ich glaube, das wäre für meine Tochter nicht gut, wenn die das spricht. Weil die hat leicht mal Angst und so. Also da war schon mehrmals der Fall, dass Eltern ihre Kinder eigentlich vor so künstlerischen Texten geschützt haben. Ja. Und das, was André eingeschrieben hat, ich meine, ihr habt es jetzt gehört, es sind Erwachsene, es sind auch spezielle Erwachsene, die wir auch noch ein bisschen künstlich gemacht haben. Aber jetzt ist es quasi alles mal so gesetzt und dann kann man sich gut vorstellen, wie es wäre, wenn das jetzt wirklich die 10-Jährigen oder 6-Jährigen gesprochen hätten. Aber die dorthin zu bringen, dass sie das genauso sprechen wie Erwachsene, ist relativ schwer. Also das war jetzt für mich gerade kein Text. Also wie Kinder. Dass es hinbringt, das zu erzählen. Ja, weil sie auch die treibenden Motoren sind. Also wenn man sonst mit Kindern arbeitet, es gibt so super Kinderdarsteller. Wirklich, es gibt ganz tolle, die auch ganz toll Erzähler machen können. Und viele reagieren szenisch wahnsinnig toll. Also wenn sie mit Erwachsenen oder mit Jugendlichen zusammenspielen, sind sie super auf Stichworte und sowas. Hier hätten sie die Geschichte sehr stark tragen müssen und das in einem sehr abstrakten Raum. Es wäre nicht unmöglich gewesen, aber die Produktionshürden waren jetzt für mich gar nicht, die waren mir ein bisschen zu hoch. Und deswegen haben wir diesen Kniff gemacht. Wir haben nämlich Lisa Brandt und Fabian Guckisberg und Gilles Marty besetzt, aber gerade Lisa Brandt und Fabian Guckisberg. Das ist doch Team FLS, oder? Das ist Team FLS und das ist wirklich die erfolgreichste Kinderserie, die wir hier bei SRF haben in der 10. Staffel. Da muss ich wirklich ganz kurz eine Klammer machen. Eben das Kinderhörspiel ist ja auch bei uns der Podcast SF Kids Hörspiele. Und da gibt es eben auch Krimis für Kinder. Und Team FLS sind Krimis für Kinder. Die laufen wahnsinnig gut. Wir kriegen ständig Kindernachrichten. Wann kommt die nächste Staffel? Wann kommt die nächste Staffel? Wir sind jetzt online, die laufen immer doppelt so gut wie der ganze Rest. Wenn wir so sagen, nein, wirklich. Ja. Die Kinder lieben es. Deswegen, wenn ihr selber da mal ein Ohr reinnehmen wollt, wie eigentlich Krimis für Kinder gehen, kann ich nur empfehlen, Team FLS oder halt für eure Kinder, Enkelkinder, Neffen, Nachbarskinder, wen auch immer, Team FLS. So gut, dass die beiden damit spielen. Das wusste ich natürlich nicht. Wir haben sie eben auch ein bisschen verfremdet. Ja, das ist aber, wir haben gedacht, wenn die Kinder nehmen die ja an als Kinderstimmen. Ja. Und genau, das ist nämlich im Hörspiel spielen da 2 Erwachsene spielen Kinder. Genau, spielen die. Ohne Effekte bei Team FLS. Und André Wenziger ist so eine Künstlichkeit in seiner Welt, dass ich das dann eigentlich auch wieder hübsch fand. Wenn das keine klassischen Kinder sind, sondern eigentlich so ein bisschen Dr. Caligari-mäßig überformte große Kinder oder seltsame. Und da finde ich es jetzt, also ich persönlich finde diese schräge Haltung, sie haben kindlich gespielt, aber du kannst die Stimme, ich meine, die Lisa, die alle Mädchenstimmen spricht, die hat wirklich eine wahnsinnig junge Stimme. Ja. Und die ist da auch so drin. Und beim Fabian und beim Gilles, da schneidet man halt die Tiefen ab und dann macht man die Stimmen noch ein bisschen künstlich höher und dann kommt so ein Mischwesen raus, was ich aber in dem Falle ganz treffend fand für diese Welt. Für mich hat sich das insofern sehr gut eingelöst. Gerade, wir haben es ja gehört, am Schluss war die Zoe, die doch keine ganz normale Erzählerin ist bei der Geschichte, sondern gegen Schluss sie dann so eine irre Erzählerin. Ja. Man merkt, sie macht sich einen Spaß daraus, dann der Realität und Geschichte zu vermischen. Und dann fand ich es eigentlich ganz passend, dass ich davor auch keine normalen Kinder höre, sondern ganz schräge, ganz komische Kinderstimmen. Das hat für mich im Nachhinein dann total Sinn ergeben. Das ist gut. Ich meine, jeder tut ein bisschen was dazu und nimmt ein bisschen was weg, oder? Ich finde das eigentlich an der Folge, ist ein bisschen so eine urgrauen Folge, finde ich. Genau wie der Grund, was du am Anfang beschrieben hast, wir haben das Lagerfeuer und einer fängt an zu erzählen. Und Zoe ist ja als Erzählerin wirklich sehr präsent.
Obwohl das öfter in Andries Geschichten der Fall ist. Aber weil er eben auch viele absurde Sachen zu beschreiben hat oder groteske. Er arbeitet ja dann doch irgendwie auch, er spricht ja auch wirklich die visuelle Vorstellungskraft an. Ja. Ich meine, aber es geht auch hier, ne? Ich meine, dass die Oma tanzt und sich seltsam bewegt und sowas, kriegt man dann doch auch im Hörspiel hin. Total. Gott sei Dank. Fand ich noch interessant, was du gesagt hast, ja, genau wie Sagen weitergegeben werden und sich verändern, wird auch dieses Glöckchen weitergeben in der Geschichte und taucht wieder auf. Ist es genau dasselbe oder nicht? Das finde ich schon, macht es genau denselben Effekt. Aber das auch ist schon so, eben auch die Menschen, die dann beschrieben werden, klar hast du eigentlich bei Märchen immer ganz klare, feste Zuschreibungen, die schönste, die mit den längsten Haaren, der mit dem grünen Wams. Aber das ist ja hier gar nicht, hier ist es ja nur irgendein Mädchen. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese über Generation, dann hat dieses Mädchen halt, bei dem einen hat sie große blaue Augen, bei dem anderen kleine braune, bei dem einen 2 Zöpfe, bei dem anderen, weißt du, also es wird auch so ein bisschen eine Chimäre. Mega Begründung, warum wir erwachsene Darsteller genommen haben. Ich habe mich beim Hören wirklich noch gefreut, weil ich da von dir mal wieder so eine Regie gutes Stil gehört habe. Doch, lass mich mal, jetzt möchte ich mal ein bisschen über dich und deine Arbeit reden, Susanne. Nein, du hast vor uns gesagt, der André hat ja dieses Visuelle. Und ich fand ganz spannend, du hast ja dann zum Beispiel diese Lieder gebracht mit den Geräuschen eines Projektors, das da kommt. Also wir hören quasi einen Kinofilm, der dann im Hintergrund immer mal wieder läuft. Für mich ist es eine Regieanschrift, die habe ich bei dir zum Beispiel ganz stark gehört bei Pickboy. Kommt für mich auch ein bisschen was Ähnliches. Wir sind schön verlässliche Leute. Aber auch beim ersten André Benziger, den wir hatten, dem Guten Nacht-Geschichtchen, Guten Nacht-Geschichtli, eben, wo du nicht du bist weder einfach völlig im Realismus drin und wir stellen die Szenerien nach, noch einfach nur Musik, die für Stimmung und für Effekt sorgt. Und da gibt es wie nochmal immer wieder so feine Erzählebenen drunter, die aber ganz viel kommentieren. Und das finde ich hier wirklich sehr gelungen. Dieser Kinderfilm, dieses Lied, das da kommt, ist nochmal ist ja, glaube ich, sogar Englisch, ne? Ist ja kein, oder? Schluss. Die Wiener, am Ende, ja. Also es kommen 2 Gesänge vor. Einmal die Wiener Sängerknaben aus so einem Heimatfilm und am Schluss sind das die Lennon Sisters. Und das war aber ein Wunsch und ein Vorschlag von Simone, unserer Dramaturgin, die uns das Lied geschickt hat, gesagt hat, creepy Kinderstimmen gefällig. Schaut doch mal, ob ihr damit arbeiten wollt. Und das finde ich so ganz schön. Das macht dann nochmal so Tore auf, eben diese Sängerknaben. Das ist jetzt ja kein Berndeutsch, was wir da hören. Und auch am Schluss nicht. Und es läuft dann wie zwischendurch immer mal noch ein anderer Film weiter, der mich aber nicht ablenkt von der Geschichte, sondern sehr bereichert. Und das finde ich, das ist jetzt wirklich mal so was gibt ja bin ja auch zwischendurch mal Regisseur. Und man kann ja dann erkennen, was die anderen Leute so auch wirklich gut können. Das ist was, wo ich echt finde, hey, ich bin doch nicht mal neidisch, aber da habe ich wirklich so einen großen Respekt. Ich finde, das kann die Susanne einfach wirklich gut. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, so eine Erzählebene nochmal einzubauen. Das machst du da und das ist wirklich, mir fällt bei allen Kollegen was ein, was die wirklich toll können, was ich nicht so kann. Aber das ist jetzt wirklich mal da habe ich mich wieder erinnert, ja, das kannst du wirklich einfach extrem gut. Und fand ich schön, dass es in dieser kurzen Geschichte hier kommt. Super. Ich wollte einfach, dass sich diese Assoziation, die man sagt, Kinder in so einer heilen Welt, scheinbar heilen Welt, wie man die im Hörspiel gut transportiert. Klar hätte jetzt man ganz viel mit Heidi ausschnitten oder sowas, aber so ein bisschen diese alte Filmwelt, die einem diese robusten Kinder in Ledershorts, nicht Ledershorts, in Lederhosen so vor Augen ruft. Da ist man dann schnell beim Projektor oder bei so einem Einstieg in so einem Bergheimatfilm. Genau. Und diese Stummfilmmusik. Gut. 2 gibt's noch. Oh ja. 2 fehlen noch. Morgen haben wir die 48. Folge von Grauen. Und ihr habt schon gehört, da geht's Besim an den Kragen. Und zwar in doppelter Hinsicht. Gut gebrüllt, Löwe. Bis zum nächsten Mod. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.